Gerhard Börner und Karl Ziegelmeier sind passionierte Wanderer. Mehrmals pro Woche schnüren die beiden die Stiefel. Schon viele Berge in den Alpen haben sie erklommen. Doch einer ihrer Lieblingswege liegt in der Hersbrucker Schweiz. Gehen wir schon auf die Ruine, oder? Ja, gehen wir rauf. Ja. Die Ruine Lichtenstein ist einer der schönsten Aussichtspunkte auf dem Nordteil des sogenannten 1000 Höhenmeter Rundwegs. Oh, herrlich. Schau dir das an. Ein haben wir es geschafft. Traumblick. Wunderbar. Unglaublich. Und das Wetter, besser könnte man es nicht erwischen, oder? Ja, herrlich. An manchen Tagen kann man von hier bis nach Nürnberg blicken. Die Verknüpfung von bestehenden Wegen zu diesem 1000 Höhenmeter Weg mit den 23 Kilometern ist für mich halt ideal. Es ist eine ideale Trainingsstrecke für längere Distanzen und fürs Wandern und fürs Laufen in den Bergen. Und es ist einfach genial, gut zu erreichen von Nürnberg aus. Insgesamt 23 Kilometer umfasst der Höhenweg. Er besteht aus 2 Rundwegen, die wie eine 8 angeordnet sind und beide in Pommelsbrunn starten und enden. Auf der sogenannten Nordkette geht's für Wanderer auf einer Strecke von 10 Kilometern insgesamt 400 Höhenmeter hinauf und hinab. Auf der 13 Kilometer langen Südkette schafft man 600 Höhenmeter. Einer der anspruchsvollsten Abschnitte auf dem Wanderweg, der Keltenwall. Hier führt der Weg an den Resten einer frühgeschichtlichen Siedlung entlang, hinauf zu einem Hochplateau der sogenannten Hubburg. Der ist schon ein bisschen knackig und auch anspruchsvoll, aber den kann jeder, der halbwegs Bewegungstalent hat und festes Schuhwerk hat, kann man da hochgehen. Dauert je nach Tempo 15 Minuten, manchmal auch 20 Minuten. Oben angekommen erwartet die beiden Wanderer ein fantastischer Ausblick. Geil. Wunderbar, hat sich sehr gelohnt. Ja. Jetzt sind wir oben auf der Hubburg. Das da unten ist der Harburger Stausee. Das Plateau der Hubburg wurde bereits etwa 500 vor Christus von den Kelten besiedelt. Heute ist es einer der beliebtesten Aussichtspunkte im Nürnberger Land. Ich kenne das jetzt ich schätze mal, seit mindestens 60 Jahren. Denn als Kind war ich mit meinen Eltern hier schon zum Wandern. Damals war ja eigentlich nichts los. Seit Corona ist hier ein richtiger Hotspot entstanden für Wanderer und Naturliebhaber. Thomas Ketterer ist im Frühjahr regelmäßig mit seiner Hündin Kira auf dem Höhenweg unterwegs, um beschädigte Schilder zu ersetzen und sicherzustellen, dass sie auf dem Weg niemand verläuft. Gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenen Freund hat er den 1000 Höhenmeter Rundweg im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Jürgen und ich, wir sind sehr viel gewandert, sonntags meistens, früh um 6 im Sommer raus, 12 Uhr zu Hause gewesen. Und nachdem wir beide gerne Höhenmeter bolzen, richtig Höhenmeter bolzen wollten, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir müssten doch hier über 1000 Höhenmeter zusammenbekommen. Das war so ein Gedanke und der hat sich dann umgesetzt. Noch heute kümmert sich Thomas Ketterer ehrenamtlich um den Weg und er setzt auf eigene Kosten Jahr für Jahr an die 300 von insgesamt rund 2000 Hinweisschildern, die den Verlauf des besonderen Wanderwegs anzeigen. Wie beliebt er ist, beweisen ihm immer wieder Begegnungen mit Menschen, die den Weg regelmäßig nutzen. So wie Tatjana Reichert. Die Bergwanderführerin aus Nürnberg weiß die Strecke vor allem als Übungsgelände zu schätzen. Wir haben ganz oft auch Leute aus, Nord- oder Mitteldeutschland, die einfach nicht viel in den Alpen trainieren können, die das erste Mal in diesen Naturraum auch kommen. Und wir haben gemerkt, in der Vorbereitung, da fehlt es einfach manchmal noch so ein bisschen an der Trittsicherheit, an der Gehtechnik, auch an der Vorbereitung zwecks Ausrüstung. Und deshalb haben wir überlegt, diese Vorbereitungstouren, die es teilweise schon gibt, einfach hier ins Mittelgebirge zu holen. Und der 1000 Höhenmeter Weg ist dafür einfach eine super Option. Derweil sind Gerhard Börner und Karl Ziegelmeier fast am Ende der Wanderung angelangt. Eines der letzten Ziele, die Kapellenruine zum Heiligen Baum. Von hier aus sind es dann nur noch wenige Gehminuten zurück nach Pommelsbrunn.